ja, liebe Leute, wir sind wieder da. Because reasons. Wir hatten zwar einen Content-Stop geplant, aber irgendwie geht es nicht. Es geht einfach nicht. Wir müssen da die Arbeit wieder aufnehmen und das machen wir auch gut. Und zwar fangen wir mit diesem Video an, weil ich mich wieder in ein Thema hineingesteigert habe. Zu Recht finde ich auch, zum Kontext, was ist genau passiert. Sania Mehdi, die ist Politikerin, also GLP-Politikerin. Sie ist Hobbyschützin und sie hat auf Instagram einen Post gemacht, wo sie aufs Bild von Maria und Jesus schießt. Und das Bild ist dann mega umgegangen, logischerweise. Und sie hat es aber ganz gleich darauf ab, hat sie es wieder abgenommen und hat sich eigentlich auch wirklich entschuldigt. Aber ja, dann ist wirklich so Apokalypse ausgebrochen wegen diesem Bild. Und eben, also ich sage überhaupt nicht, dass das gut ist, was sie gemacht hat. Das war wirklich sehr etwas Unüberlegtes, was sie gemacht hat. Aber einfach der Aufschrei und die ganze Reaktion auf das Bild, das ist so unverhältnismäßig. Also es ist wie so ein Rattenschwanz von Sachen, die dann irgendwie auf sie zukommen. Es ist ja bei der GLP und die GLP hat dann wirklich ein Ausschlussverfahren eingeleitet. Sie ist auch noch in der GLP Zürich ist sie in der Leitung gewesen. Sie ist dann zurückgetreten. Sie hat ihren Job verloren. Das ist wirklich jetzt wie so ein Ausmaß angenommen, das so krass ist. Sania hat ja dann eine Entschuldigung gepostet. Und die Reaktion auf die Entschuldigung auf X, also es sind über 3000 Kommentare, die jetzt auf die Entschuldigung gefolgt sind. Und wenn man so die Kommentare durchliest, dann bekommt man irgendwie so mega schnell das Gefühl, es geht irgendwie so um Religion. Es wird wie so ein Religionskrieg konstruiert, der gar nicht vorhanden ist. Weil, Leute, Maria und Jesus sind auch Figuren im Islam. Wenn sie irgendwie auf Maria und Jesus schießt, betrifft das Leute im Islam genauso. Hey, und schlussendlich läuft es einfach immer wieder so ein bisschen auf das raus, wenn jemand, der einen muslimischen Namen hat, einen Fehler macht, dann sieht man eigentlich gar nicht das Individuum, sondern es ist einfach die Masse, wo man sieht, aha, Muslime, die irgendwie das und das machen. Das ist eigentlich die Definition of Racism. Was mich wirklich so nervt an dieser ganzen Geschichte ist, dass jetzt so der ganze rechte Mob jetzt irgendwie so die Geschichte brauchen, für dass sie wirklich ihren ganzen Sexismus, ihren Rassismus einfach schön können so jetzt da rein verpacken und sich mega empören und irgendwie andere dazu aufrufen, so was, ihr empört mich etwa nicht. Das sind so viele Hate-Kommentare, die sie abbekommt. Für etwas, ja, es war ein Fehler und gleichzeitig, dass man so krass auf das reagiert. Willkommen zu einer weiteren Folge von «Wer wird hier alles diskriminiert? Wer darf sich Fehler erlauben und wer nicht?» Das Ding ist ja, es haben so viele andere Leute, namentlich SVPler, die wirklich auch ein Amt haben, die sich so viel geleistet in den letzten Jahrzehnten. Und bei denen ist nicht mal vielleicht so ein Aufschrei gekommen. Ich weiß nicht, soll ich mal ein paar Sachen vorlesen? Da hatten wir den ersten Fall. Co-Präsidenten von der jungen SVP, Nils Fichter und Adrian Spar, verurteilt im März 2022 wegen Rassendiskriminierung. Rassendiskriminierung. Weißt du, wie lange das geht, bis du in der Schweiz zu Rassendiskriminierung verurteilt wirst? Wo bleibt da der Aufschrei, wenn der Nils und der Adu rassendiskriminierende Aussagen machen? Wo sind die 2000 Kommentare da auf Twitter? Die suchen ihr, wo sie nie sind, weil nobody gives a fuck. Gut, next. Klassiker. Andrea Geissbühler, SVP-Nationalrätin Bern. Die Berner SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler findet, dass Vergewaltiger von naiven Frauen milder bestraft werden sollten. Da fällt selbst mir nichts mehr dazu ein. Was soll ich sagen? Wie sind die Worte aus ihrem Mund gekommen? Oder? Kein Aufschrei, nichts. Dann haben wir noch natürlich Crème de la Crème. Können wir dem einen Preis verleihen? So, ist er so der beste SVPler? Der Andreas Glarner. Der hat so auf Wikipedia hat er wirklich so seine ganzen Vergehen sind da drauf. Und zwar... Nachdem im Sommer 19 eine Primalschullehrerin in einem Brief Eltern informiert hatte, muslimische Kinder könnten während des Fests des Fastenbrechens zu Hause bleiben, veröffentlichte Glarner auf Facebook die private Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Lehrerin mit dem Hinweis, man solle sie anrufen und ihr mitteilen, was man davon halte. Ey, der hat wirklich einfach Aufruf zu Hass und Hetze. Auf Facebook hat er das geteilt. Hallo, again, wo ist da der Aufschrei? Ich weiß nicht. Bei all diesen Sachen ist der Glarner immer noch im Amt. Der Adu und der Nils, die sind beide auch immer noch im Amt. Könnt ihr euch Conclusion selber denken so? Also weißt du, bei all denen
ist einfach alles wirklich so halb so wild. Es kommt einfach wirklich nur darauf an, so, von welcher Partei du bist, von wo du kommst, was du für einen Namen hast. Ist eigentlich egal, was du machst. Aber wenn Sania Ahmedi irgendwie sich irgendwie Fehltritt erlaubt, bei ihr ist es einfach wirklich so, dass die Leute sich wie so ein bisschen darauf gewartet haben, dass irgendetwas passiert. Es geht einfach rein darum, dass man sie jetzt wirklich einfach fertig macht. Die junge Frau, die Migrationsgeschichte hat, die ihre politische Karriere mega am Aufblühen war. Es ist echt wirklich so feige, dass man sich von ihrer Vater distanzieren. Das ist irgendwie schlimmer als bei uns, Junge, Mann. Oh nein, mit der wollen wir nichts mehr zu tun haben. Nein, das ist ein ganz schlechter Einfluss auf unsere Kinder. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass die ganze Distanzierungskultur, dass es schon ein so ein Schweizer Ding ist. So, und uns gescheiter distanzieren und dann sind wir fein raus, das ist so destruktiv. Es hat so no Ansatz von wirklich sich mit Sachen auseinandersetzen, wie können wir weiterkommen. Das wäre doch jetzt die Chance für die GLP, nicht zum einfach nur sagen, oh, das sind nicht unsere Werte und wie schaust du zu deinen Leuten, wenn du ein Ausschlussverfahren einleitest? Ich würde sagen, lasst mich eher wachsen. Hey, werdet doch ein bisschen mutiger. Wirklich mal, ich weiß nicht. Es hat ja mega viele Kommentare gegeben, dass ihr jetzt eigentlich, also Sania wie vorwirft, als Ausländer hast du von unseren Strukturen profitieren, hast die Schulbildung geniessen in unserem Land hier und jetzt tust du das Christentum so beschmutzen. Es ist jetzt einfach genau wieder so der Ausländer muss dir ewig dankbar sein, dass man hier überhaupt schnaufen kann. Wenn man dann irgendwie eine Karriere, sag ich jetzt mal, gemacht hat, ist wie so, ja, das hast du alles uns zu verdanken und du bist mal dankbar, dass du das uns zu verdanken hast. Und wenn du wie nicht so eine Prestige-Karriere machst, dann ist so, ja, was macht der? Ja, Luna, der Ausländer, ist einfach Gott bewahren, wirklich von Sozialhilfe abhängig. Und übrigens, der Glarner, Andreas, wie auch immer sie alle heissen, die haben auch alle von unserer Schulbildung profitiert und von unseren Strukturen profitiert. Ich habe ja vorhin vorgelesen, was daraus entstanden ist oder was da rausgekommen ist. Ich kann wirklich nicht mehr mit diesen ganzen Doppelstandards. Weil es sind ja immer die gleichen Mechanismen, die sie brauchen. Es sind ja immer die gleichen Themen. Also du musst immer als Person mit einer Migrationsgeschichte, du musst echt devot sein. Die komplett unterordnen, gar nicht als eigenständige Person agieren, sondern immer nach außen orientiert. Ui, was muss ich machen, für dass ich nicht als undankbarer Ausländer abgestempelt werde und ja nicht so überkomme, als würde ich hier nur schmarotzen. Es dreht sich einfach immer und immer wieder. Aber guess what, Leute? Guess what? Jetzt längst müssen wir uns wirklich ein bisschen emanzipieren und das fängt eigentlich mit uns an. Ich kann jetzt nicht für Sania reden, aber ich hoffe, sie bleibt einfach stark in dem, dass sie sich jetzt nicht so fest abziehen lässt, weil Fehler passieren können und wir sind alles nur Menschen. Aber dass man es so krass unverhältnismäßig jetzt wirklich so durch den Dreck zieht und sie sogar Polizeischutz braucht, das sollte uns wirklich als Gesellschaft einfach zu denken geben.